Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia. Und herzlich willkommen zum Türli 8 von unserem Adventskalender. Wir haben gedacht, wir reden heute mal wieder über das Thema Dating. Weil im Dezember, da hat man sich gern, da hat man sich lieb, es ist Kuschelzeit. Und ja, vielleicht lässt man im Dezember auch ein bisschen das Jahrrevue passieren. Ist vielleicht Anfangsjahr Single gewesen und jetzt glücklich in einer Beziehung. Oder umgekehrt, so wie die Flavia. Nein. Ja, das ist eigentlich gerade ein guter Punkt, um schnell klarstellen, um die Leute alle abholen, wie wir zu Dating stehen. Also ich bin seit dem Frühling aus einer Beziehung und habe den Sommer durch auch ein bisschen gedatet. Im Gegensatz zu der Jenny. Ja, also ich habe im Sommer auch gedatet. Ich date einfach schon lange den gleichen. Wie lange schon wieder? 8 Jahre. Genau. 8 Jahre bin ich mit meinem Freund schon zusammen, was eine wahnsinnig lange Zeit ist. Ich habe immer das Gefühl, ja, 4, 5 Jahre. Alles, also ich finde, das dort selbst für mich mega lang, weißt du? So jung schon so lange zusammen sein. Aber ja, natürlich, ich finde, das Thema Dating definiert für mich nicht nur das Single-Daten. So, Genau. mein Freund und ich gehen ja auch auf Dates. Wir haben auch Date-Nights. Und du wirst auch mal wieder angesprochen. Also weißt, du kannst ja auch ein bisschen, du weißt ja trotzdem auch ein bisschen, wie das sich anfühlt. Also es ist ja nicht nur, eben, es geht nicht nur um Dates an sich. Das heisst, ich rede da nicht nur von meinen Erfahrungen die letzte Zeit, sondern Jenny hat auch noch. Genau. Aber Sachen. ich habe zum Einstieg gerade eine Frage an dich. Das nimmt mich nämlich schon sehr fest Wunder. Ich meine, du bist ein offenes Buch, quite literally, weil ich meine, wenn man dich kennenlernt oder wenn man vielleicht mit dir Insta austauscht oder so, ich meine, relativ schnell wird klar, aha, du hast einen Podcast. Wenn man da reinlässt, erfährt man relativ viel über dich. Es hat ja auch schon, ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, den Moment gegeben, wo ein Typ, den du kennengelernt hast, dann relativ in kurzer Zeit alle Folgen nachgelassen hat. Wie war das für dich? Weil, ich meine, wenn man sich kennenlernt, fangen normalerweise beide bei Null an. Aber weil wir halt einfach so viel teilen, dann viele, also oft hat dann der einfach einen Wissensvorsprung. Ja, sehr. Also dort, wo wir haben uns per Zufall an einem Event getroffen. Also nicht, wir sind nicht klassisch auf ein Date zuerst gerade, sondern Also wer jetzt? Der Typ, den du jetzt gesagt hast. Und dann ist eben klar geworden, dass ich einen Podcast habe. Und dann, dann hat er wie so gesagt am Schluss so, dann höre ich mal rein. Und dann ist in meinem Kopf auch so abgegangen, so, der weiss nachher viel mehr als ich über ihn. Und nachher... also das war nach eurem ersten Mal, als ihr euch kennengelernt habt. Das war ja noch nicht klar, dass ihr euch daten, oder schon? Genau, aber ich habe das dann genutzt, um so zu sagen, so... Weil er hat mir so geschrieben, hey, er hört jetzt dann mal im Podcast rein. Und nachher hat er das dann geschrieben? Genau, und nachher habe ich das als Sprungbrett genutzt, um ihn quasi für ein Date zu fragen, weil ich also gesagt habe, ist ja hure unfair, weil dann hast du voll den Wissensvorsprung im Gegensatz zu mir. Und dann hätte er natürlich können sagen, ja, also wenn wir den ausgleichen wollen, können wir uns auch mal auf dem Kaffee treffen. Aha. Weil das wäre eben auch noch eine von meinen Fragen gewesen. So, wie machst du den ersten Move? Weißt du, wenn du jetzt jemand Neues kennenlernst? Ja, ich habe das so gemacht quasi. Ja. Aber nachher war es schon so gewesen, also er hat jetzt übrigens unseren Podcast in dieser Zeit von dem Zufallstreffen zu unserem abgemachten Date, ist nicht so viel Zeit gewesen. Und er hat noch viel? 2 Wochen, 1,5. Und er hat anscheinend unsere Podcast-Folge dann in 1,5 Geschwindigkeit gehört, dass er mit allen durchkommt. Also er hat die 1,5 Wochen alle Podcast-Folgen gehört? Ich glaube, oder 2 Wochen. Ich weiss gerade nicht mehr. Er hat auf jeden Fall alle gehört, aber auf eine schnellere Geschwindigkeit. Leute, das ist crazy. Das ist mehr. Ich meine, mittlerweile haben wir nicht 7 Folgen. Also das ist wahrscheinlich mehr als 1 Folge pro Tag. Eben, und darum, und ich frage mich, uns in so schneller Geschwindigkeit hören? Ich weiss auch nicht. Also I could never. Ich würde wahrscheinlich Kopfweh bekommen. Ja. Und Schnauze voll von mir selber. Mega. Oh mein Gott, aber der weiss jetzt auch mega viel von mir. Ja, sicher. Oh Gott. Aber ja, nachher, eben, ich erkläre nur schnell unser erstes Date, weil dort kommt eben der Podcast vor, beziehungsweise hat einen Grund. Oder wie soll ich sagen, eine Idee, ja. Egal, ich fange mal an. Wir haben uns getroffen, also er hat gesagt, er organisiert das. Und dann sind wir am HB und er gibt mir 2 Zettel. Also er hat gesagt, er organisiert euch als erstes Date. Genau, und ich liebe das. Also ich liebe, wenn ich nichts muss überlegen. Ja. Ich werde ja auch gerne überrascht. Also, voll. Und nachher hat er 2 Zettel, wo wegen, zuerst gehen wir halt essen, aber die Optionen, Option 1 und Option 2. Und dort ist schon aufgefallen, er hat sehr aufmerksam den Podcast gehört, weil auf dem ersten Zettel
ich nehme schnell Bezug auf die Folge von Green und Red Flags. Folge 20, ja. Genau. Ui, du bist verdammt gut. Genau. Weil dort habe ich etwas gesagt, das jetzt ins Spiel kommt. Und zwar steht auf dem Zettel so, hey, das Lokal, dort kann ich nicht garantieren, dass wir nicht vis-à-vis hocken. Und Option 2 war, dort hocken wir safe nicht vis-à-vis. Zur Erklärung, du hast in dieser Folge 20 eben gesagt, du findest es ein Red Flag oder einfach unangenehm, wenn man bei einem ersten Date sich gegenüber hockt. Ja. Du hockst lieber so amig. Also Ja, so, dass man nicht permanent so in die Fresse muss schauen. Ja, aber ja, das ist eben schon noch gäbig. Da hat er voll aufmerksam zugelassen im Podcast und hat dann wie können unter Beweis stellen, dass er sich gemerkt hat, was du gerne hast. Voll. Ich liebe das sowieso, wenn Leute aufmerksam zuhören und sich Kleinigkeiten merken. Voll, und das ist mega auch Freundinnen, Kleinigkeit. by the way. Ja, auch safe. Freundinnen. Ja, mega. Und das hat mir irgendwie schon so einen Schmunzler gegeben. Und nachher habe ich mich natürlich für das entschieden, dass man sicher nicht vis-à-vis hockt. Mhm. Das war dann auch eine Überraschung, wo wir anlaufen. Und dann kommt auch wieder ein Punkt, wo er aufmerksam zugelassen hat, weil wir sind dann plötzlich vor einem Mac gestanden. Und dann hat es geheißen, wir sind im Fall da. Und ich habe eben in einem Podcast, in einer Folge mal gesagt, dass ich Mac liebe und dass mir manchmal gönnen, wenn ich einen strengen Tag habe oder wenn ich etwas erreicht habe. Und du gönnst dir einfach Soul Food und das ist bei dir Mac. Genau. Und dann sind wir einfach Mac geholt und also Takeaway und sind an die Limmat geguckt. Ah ja, das ist eben schon noch gäbig, wenn man einfach so sich einen Ort hat, wo man sich das ganze Wissen über dich kann abholen und das dann kann zack auf einem Silbertablar dir servieren. Genau, ja. Was hast denn du gemacht, um ihn besser kennenzulernen? Also hast du ihn einfach mit Fragen durchgelöchert? Nein, also das ist sogar auch noch von ihm ausgekommen, dass er von sich selber aus gesagt hat, hey, irgendwie ist es schon ein bisschen unfair, dass er so viel weiss in kurzer Zeit im Gegensatz zu mir über ihn. Und dann hat er sogar vorgeschlagen, hey, schau, du kannst mir ja einmal am Tag oder einmal in der Woche eine Frage stellen, so wie ich dir vielleicht eine Frage stelle oder wie wir ein Thema behandeln. Und er macht eine ausführliche Memo dazu. Und also wie so ein kleiner privater Podcast. ja, und er hat dann die Memo auch so angefangen, à la «Herzlich willkommen zu der Folge über Reue». Also er hat Themen, die wir im Podcast besprochen haben, aufgegriffen. Also ich habe mal etwas gefragt, glaube wegen Reue oder so. Dort. Ja, und dann hat er halt auch, dann lerne ich auch mehr über ihn, weißt du? Auf Augenhöhe nämlich Sachen, über die, wo er über dich auch schon weiss. Ja. Genau, also das habe ich noch gut gefunden. Spannend. Aber ich sage dir, es ist schon noch gefährlich, dass die Personen, jetzt nicht nur der Typ, sondern dass die meinen, sie kennen mich dann durch den Podcast. Auch wenn wir hier wirklich probieren, so zu sein, wie wir sind wir auch meistens, würde ich sagen. Aber trotzdem zeigen wir auch nicht alles und sagen alles. Und, ja, das ist klar. Also, weißt, eben, wir reden da lang am Stück und wir offenbaren viel voneinander. Das zeugt daher, dass wir halt Freundinnen sind und wir zwei miteinander offen reden. Da lockt man halt auch Sachen voneinander raus. Aber natürlich ist das auch nur eine Facette. Es ist in dem Sinne eine Momentaufnahme von diesen 40 Minuten von uns. In diesen 2 Wochen. Wir nehmen ja alle 2 Wochen auf. Und darum, das ist schon nicht alles. Also natürlich gibt es da noch mehr dazu. Oder oft denke ich mir auch, wenn wir irgendeine Themenfolge abschliessen, boah, ich hätte eigentlich noch so viel mehr Meinungen dazu, die ich jetzt in dieser Folge gar nicht gesagt habe. Natürlich probiere ich immer auf den Punkt zu kommen und zu sagen, hey, das und das ist umfassend, was ich denke oder was ich finde. Aber ja, eben, sowieso finde ich, ist die beste Art und Weise, wie man jemanden kennenlernt, persönlich. ja, mega. Was Ja. ist denn, also weißt du, wie viele Beziehungen hast du eigentlich schon gehabt? Feste Beziehungen 2. Ja. Wie lange sind die gewesen? 1 Jahr und 3 Jahre. Und wie hast du deinen ersten Freund kennengelernt? Insta. Also der erste Freund Insta und der zweite über Bumble. Hast du alle Dating-Plattformen durchgespielt? Tinder hatte ich auch mal ein Zeitchen, aber dort hatte ich nur ein Date. Und nachher ist nichts. Tinder-Date? Ja. Wie war das gewesen? Hey, Also, voll. gell, ich kann ja gar nicht mitreden, weil ich habe wirklich original noch nie, auf das bin ich fast ein bisschen stolz, noch nie eine Dating-App auf meinem Handy gehabt. Noch nie. Aber hast du mal bei Kolleginnen geswiped oder so? Nein, auch nicht. Du hast mir das damals auch nie Nein, machen lassen. stimmt. Also, ich habe mir auch schon mal über... Doch, stimmt gar nicht. Einmal habe ich für das Experiment vom Arbeiten... Ja, stimmt. wie hat die App geheißen? Hi. Etwas mit H. Hinge. Ja, genau. Jetzt fühle ich mich wie bei Language School. Ja, ich Sagen so,
Hi! habe ich Hinge runtergeladen und wir haben so eine Wette gemacht, beziehungsweise ich habe recherchiert, dass der Fakt war, dass Männer im Durchschnitt 10 Sekunden brauchen, um eine Frau zum ersten Mal rechts zu swipen. Mhm. Und wir haben dann ein Profil erstellt und geschaut, wie lange das es geht. Mhm. Im Fall, mein Profil war 5 Sekunden online oder so und dann habe ich den ersten, nicht Match gehabt, aber so, wie sagt man denn? Swipe? Ein Like, ja, genau. Ein Match ist, wenn du ja dann auch auf rechts Stimmt, swipest. genau. Auf jeden Fall so. Und nachher habe ich gedacht, Alter, das ist ja wirklich crazy, wie schnell das geht. Als Frau wirst du gerade zack, 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 geliked oder so. Und stimmt, für das Experiment habe ich mal Hinge gehabt. Aber ich finde es schon noch spannend, wenn so meine Kolleginnen mir erzählen, ja, die und die Plattform, auf dieser Ticket Leute eher so und so. Auf dieser Plattform sind die Leute mehr auf das aus. Auf dieser Plattform kann man wirklich, also zum Beispiel du hast ja Bumble gehabt. Genau. Und deinen letzten Ex-Freund über Bumble kennengelernt. Ja. Und dort ist es so, dass Frauen zuerst schreiben müssen. Ja. Das finde ich zum Beispiel eigentlich noch eine gute... Hey, aber ich habe im Fall mal mit einem Dude geredet und er ist im Fall nicht Wo du so... über Bumble kennengelernt hast? Ja, und er ist ein bisschen langweilig immer angeschrieben worden. Ah ja? Ja, Wie und hast denn du Leute angeschrieben? ich habe im Was Fall... ist dein DM-Slide? Hey, ich habe das Profil gescannt und dann gedacht, auf was kann ich eingehen? Ja. Genau, so ein bisschen, weißt, wenn ein Spruch dort steht, irgendwie oder in einem Bild irgendetwas finden. Nicht «Hey, wie geht's?» Ja, weil, ich weiß auch nicht. Und mir hat es eben Spass gemacht. Ich kenne Girls, die nicht so Freude daran haben, wenn sie schreiben müssen. Aber mir hat es mal Spass gemacht, so ein bisschen überlegen, so, wie würde ich denn angeschrieben werden? Wie mache ich jetzt das? Ja, aber ich habe jetzt in dem Frühling auch keine Dating-App gehabt. Also ich bin auch nicht mehr so in the game. Von dem her. Ja. Wie würdest denn du jemanden auf der Straße ansprechen? Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Im Club vielleicht, weißt so. Aber dann signalisierst du das wirklich mit Augenkontakt. Ist ja nicht dann out of nowhere, aber also, ich weiß nicht. Ich habe einmal diesen Sommer einen Typ im Zug gesehen. Also er ist im gleichen Abteil gehockt wie ich, nein, schräg. Also im Viererabteil? Genau, im Viererabteil. Also im gleichen wie du oder genau, im nebendran? Im gleichen. Ja. Er ist hinter sie gehockt, ich für sie. Und ich habe dort zweimal überlegt, soll ich am Schluss so sagen, hey, darf ich dir meine Nummer geben? Also ich habe es nicht gemacht, Spoiler. Aber im Nachhinein bin ich so, also so willst du das machen, so, hey, du bist ein Herziger, darf ich dir meine Nummer geben? Ich würde nicht so offensiv à la «Hast du mir deine Nummer?», sondern ich würde wie sagen, weil dann ist der Ball bei ihm und er fühlt sich nicht zu aufgedrängt. Weißt, ich würde ihm dann so, lustigerweise, die WG und ich haben mal so Zettel vorbereitet mit unseren Nummern. Für den Ausgang. Dass wir in der Tasche unsere Nummer hätten, wenn wir über die Herzen finden und so alle sagen, so wie wenn jemand etwas verkaufen kann, man kann unten so die Telefonnummer abreißen. Ja, genau. Und ich finde das eben noch gescheit, weil eben dann ist so kein Druck, weil er muss dann mir nichts sagen. Er kann dann einfach sagen, weißt, er kann das Zettel wegrühren oder nicht schreiben oder schreiben und du kannst dann weglaufen. Du kannst dann so sagen, hey, log, du bist mir aufgefallen, würde mich freuen, wenn du dich melden würdest und dann tschüss. Auf Insta sehe ich manchmal so Videos, wie Frauen, Männer so Zettel geben und dann weglaufen. Und dann wird so ihre Reaktion gefilmt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum, mein Algorithmus. Aber ja, nein. Das finde ich noch es gibt elegante Lösung, weil sonst, ich weiß auch nicht, wenn es heisst so, willst du mir deine Nummer geben? Also heutzutage heisst es ja eher, willst du mir darf ich dein Insta haben, nicht die Nummer. Irgendwie. Ja, weil die Nummer ist vielleicht gerade so... Also das Insta ist spannender, weil mit der Nummer siehst du nur das Profilbild und den Status und dann gehst du gerade in die Konversation. Und wenn du nach dem Insta fragst, kannst du dir zuerst vielleicht einen Gesamteindruck machen. Wann bist du das letzte Mal gefragt worden, hast du mir dein Insta? Also weißt, auf einer Ebene, wo du gemerkt hast, ja, der Dude... Also das letzte Mal angesprochen... Ich muss sagen, ich werde gar nicht so oft angesprochen. Wirst du oft angesprochen? Nein, ich bin auch nicht mehr so im Ausgang, wirst du halt viel angesprochen, finde ich. Ich bin nicht so viel im Ausgang. Ja, auf jeden Fall. Das letzte Mal angesprochen worden bin ich an der Olma. Und ich bin so, ich weiss noch genau, ich bin ja mit dir und mit einer Kollegin und wir sind, du und sie sind beide in einem Gespräch verwickelt und ich bin wie so ein bisschen neben euch gestanden. Ja. Habe ein bisschen passiv zugelassen und umgeschaut und dann hat mich ein Kollege von einem, mit dem du oder die dritte geredet haben, der hat einfach mich so angesprochen und ich habe richtig gemerkt,
Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, ich merke das einmal, wenn das... Ja, also das habe ich sogar gemerkt. Wirklich? Ja. Ja, ich weiss auch nicht. Irgendwie merkt man das. Man hat wie so einen sechsten Sinn dafür, von wie das Gespräch jetzt dann wird enden. Nämlich Aber so. Augen reden ja auch. Und Mimiken. Ja, also. genau. Auf jeden Fall hat er so... Was hat er gesagt? Ja, halt so ein Conversation Starter à la... Wegen dem Kaffee, oder nicht? Nein, wegen er hat- deiner Jacke. Ja, genau, stimmt, es hat geregnet und ich habe meine Regenjacke angehabt. Nachher gibt mir so ein Kompliment. Er sagt so, hey, schöne Jacke. Und dann ich so an mir runtergeschaut. Ich so, Ja, es ist so eine Trekking. nein, die habe ich Jacke. gekauft für Island. Ja, das ist meine einzige Regenjacke, die ist super dicht, aber ich habe sie... Ja, die ist, also ich ich finde sie schon schön, aber... Ich finde es auch schön, aber für eine Regenjacke ein Kompliment bekommst, ja. Ja, das ist krass, nein. Und nachher sagt er so, schöne Jacke und ich schaue so an mir runter und schaue so rein und sage so, ein bisschen unglaubwürdig, weißt du, so, danke. Und nachher irgendwie haben wir noch so ganz cringe über die Marke geredet. Und nachher hat er, glaube ich, eine neue Frage gestellt, um so weg von dem Thema zu kommen. Dann sind wir ein bisschen im Gespräch gewesen. Und nachher habe ich so gefragt, ja, irgendwie hat er gefragt, was machst du so im Leben? Und dann habe ich gesagt, was ich arbeite. Und dann habe ich zurückgefragt und dann hat er gesagt, was er macht. Und dann hat er so gesagt, ja, bist du auch in Zürich? Ich so, ja, voll, bin oft in Zürich und so. Und nachher hat er so, wir haben so 2-3 Minuten geredet, nachher er so, ja, wenn du willst, können wir ja vielleicht mal zusammen einen Kaffee trinken oder so. Und nachher bin ich so ein bisschen verlegen gewesen, weil dadurch, dass ich halt nicht so oft angesprochen werde oder auch nicht so oft in dieser Situation bin, bin ich dann immer so verlegen. Und es ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, was sagen. Also, Ja, doch. ja doch, Weil irgendwie schon. jetzt ist der Moment, sage ich jetzt, dass ich einen Freund habe, Ding ist, was sage ich? Das Ding ist wie, wenn mich jemand mega freundlich anspricht, respektvoll und so, dann will ich auch respektvoll Ja. die Person, wie sagt man, ablehnen. Abwimmeln. Nein, nicht wimmeln, sondern einfach sagen, hey, Ja. nein, danke. Nachher habe ich so gesagt, mega lieb, dass ich bin dann auch ein bisschen awkward. Ich glaube so, hey, mega lieb, dass du fragst, aber ich bin eben glücklich in einer Beziehung und darum glaube ich eher weniger. Aber das Ding ist, ich sage eben einmal, es hat wie in dem Gespräch, hätte es schon mehrere Momente können geben, wo ich das so wie in einem Nebensatz hätte können sagen so, ja, mein Freund schafft auch das. Und ich will, Das ist schwierig. ich möchte nicht, Ja. wenn ich neue Leute kennenlerne, egal Ja. ob weiblich, männlich, egal, ich will wie nicht... Gerade als ersten Satz sagen, sorry, ich habe einen Freund. Ich finde das Genau. Ja, ausser das Nicht- ist eine komische Anmache. Weißt, nicht, Aber weil ich wenn's- nicht zu meinem Freund stehe, überhaupt Nein, nicht, logisch sondern mehr nicht. so, weil ich denke, hey, ich bin so jung, ich will noch so viele Menschen in meinem Leben kennenlernen, auch Männer, und aus denen kann eine Freundschaft Ja. entstehen. Und das ist jetzt vielleicht, die Leute würden sagen, ja, das ist ein bisschen naiv zu denken, ein Mann, der dich anspricht, weiß auch nicht. Ja, ich finde eher, aber ich will auch nicht, also ich habe das auch schon gehabt, als ich noch in einer Beziehung war, bin ich auch angesprochen worden und ich will wie nicht, ich finde es schon mega mutig, wenn das eine Person macht und dann will ich wie nicht schon im ersten Satz so blocken. Ja. Aber wenn die Person mega lieb irgendwie etwas sagt, hey, bist mir aufgefallen, was machst du so? Und dann sage ich nicht gerade, hey, sorry, läuft nicht, ich habe einen Freund. Weil Genau. das finde ich so, hey, also zu 85% sage ich jetzt einfach mal, ist er wahrscheinlich schon darauf aus, Dich auf kennenzulernen. einer romantischen Ebene und nicht, fragst du ja nicht einfach so auf der Straße, hey, willst du meine Kollegin sein? Das Ding ist, ich finde es immer spannend, neue Menschen kennenzulernen, wenn die Person und ich einen gemeinsamen Nenner haben. Also jetzt mal angenommen, der hätte, weiss doch auch nicht, der würde das Gleiche schaffen wie ich. Oder Ja. der hat auch einen Podcast. Oder wir wären irgendwie... Wir haben ein gemeinsames Hobby, wir würden gerne Badminton spielen, keine Ahnung. Genau, dann können wir treffe ich mich gerne mit dir auf einen Kaffee. Jetzt Badminton will vielleicht noch nicht lange. Ja. Aber einfach so, weißt du, wenn man so einen gemeinsamen Nenner hat, dann gehe ich gerne mit dir einen Kaffee trinken. Aber es ist ja trotzdem so ein bisschen... Also nein, für mich wäre das kein Date. Nein, logisch nicht, Für mich aber... wäre das wie, wenn ich mit einer Kollegin einen Kaffee trinke. Ja. Also jetzt zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Es ist wie so... Also es muss einfach klar sein, warum man sich trifft. Mhm. Wenn die eine Person denkt, das ist ein Date, und die Ja, andere ja. Person denkt, hey, wir haben Gemeinsamkeiten, Ja. wir finden daran cool. Ja. Wir müssen beide schon auf der gleichen... Ja, ich habe es eben mal ein bisschen verkackt, weil ich habe dann von dem Typ, dort bin ich an der Uni gewesen, angesprochen worden in der Von BIP. welchem? In der BIP Aha, einfach von einem. von einem. Und dann haben wir recht lange geredet und er so, hey, wir können mal ins ASVZ zusammen und so. Und ich habe nie gesagt, dass ich einen Freund habe. Ich so, hey, ja, ich gehe am dann und dann, können wir ja machen. Und dann haben wir uns fast Tschüss, das Insta austauschen. Und dann in dem Moment habe ich einfach noch gesagt, hey, nur, gell, dass du noch weißt, ich habe dann aber einen Freund. Und nachher war er halt so, ja, nein, dann nicht. Okay, ja. Er hat das gemeint, so zum dich
Ja. Ja, Aber ja. also denkst du dann dir nicht so? Schade. Aha, okay, ja, in dem Fall nicht. Ja, doch. Aber ja, wenn er halt... Es ist kompliziert. Ein bisschen. Aber ja, ich habe noch... Du hast ja auch mal ein erstes Date gehabt, wahrscheinlich. Ja. Was ist das für ein... Was ist das gewesen? Also hey, mega unspeziell. Also Unspeziell. ja. Ist das ein Wort? Ja, Nein. mega nicht speziell. Also ich bin irgendwie, glaube 14, 15 gsi, dort verknallt gsi in einen Typ, der eine Stufe über mir war, in der Oberstufe. Und dann bin ich, glaube zu ihm heim und wir haben sogar eine heim? Folge von seiner Serie geschaut. Also Ist aber ich habe schön. die ultra langweilig gefunden. Ja, ja. Aber Ja. bist nicht, wie ist das Gefühl? Ich weiss im Fall genau noch mein erstes Date, das Feeling. Bist nicht, Voll, ich bin fast gestorben. Ich bin so richtig, Oh. er hat mich glaube am Bahnhof abgeholt, dann sind wir zu ihm heimgelaufen und ich bin so richtig, es war so ein Mittwochnachmittag. Oh Ja, Gott, ja, in der natürlich. Oberstufe, ja. Bei mir ist es auch Mittwochnachmittag. Nein, schon halt nervös und es Kribbeln im Bauch und ja, aber jetzt nicht etwas, wo ich mir denke, oh, das ist so toll gewesen. Es ist halt einfach, ja. Nein, bei mir ist es auch nicht... Was war denn dein erstes Date gewesen? Wir sind auch in ein Resti. Und also das Lustige ist, meine Mutter kann sich jetzt noch daran erinnern, ich bin mit einem Bus auf Einsiedeln und ich sage noch nie so gerade gehockt. Sie sieht, weißt, der Bus fährt bei uns am Haus vorbei. Ich habe, glaube ich, ausgesehen ins Also, Gesicht, hast du geschrieben, wie gemacht? fucking nervös ich bin. Oh. Und nachher sind wir ins Resti und er hat einfach ein Cookie bestellt und ich einen fetten Bananensplit. Ich so Bananensplit hinterher gefuttert. Und es ist einfach krass, wie sich Mit 2 Löffel oder mit einem Löffel? mit einem zum Glück. Aber ich so, weißt, ich habe gedacht, er bestellt auch ein bisschen mehr. Und nachher so, ja, ich nehme nur ein Cookie. Und ich schon so, ja super, ich habe jetzt einen Bananensplit bestellt. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wie, ich finde das krass, das ist ja jetzt 10 Jahre her, wie, aber es ist mega unspektakulär, aber es ist einfach, vom Glacé ist mir ein Fleck auf die Jeans. Und ich habe so gedacht, fuck, scheisse Fleck und so, ich weiss das noch. Und nachher sind wir noch raus, auf ein Bänkchen gehockt, so mega weit auseinander. Da kommt so eine alte Oma zu laufen. Ui, nein, das ist unangenehm. Wieso sind die so weit auseinander? Ja, nicht mega weit, einfach nicht Schenkel an Schenkel. Aber es ist ja, jetzt, also ja, man hat gesehen, wir Okay. reden miteinander, aber Ja. nachher ist so eine Oma gekommen und so, wenn ihr nicht ein bisschen näher zusammenrutschen. Hat sie gesagt? Oh Gott, und ich schon so, wir sind eben 13 gewesen, wir so, irgendetwas habe ich dann gesagt, so, ja, nein, ist gerade gut so. Und nachher am Schluss haben wir... doch ein Schüpfling. Ich weiss, sie hat wahrscheinlich gesehen, wie verkrampft wir sind. Ja, und am Schluss habe ich einfach nur die Hand gegeben, wir haben uns die Hand gegeben. Nein! Nein! Doch! Nein, also geschüttelt! Ja! 13? Ja! Also nicht die Altfrau? Nein, wir haben so Tschüss gesagt. Das war so schlimm gewesen. Und ich bin mit ihm in der... Also er war nicht einfach ein Freund, ich bin mit ihm in der Klasse gewesen. Nein! Und wir haben uns so Tschüss gesagt. Jetzt im Das ist nachher ein Running Gag gewesen, gell? Oh Bei mein der einen so, Tschüss Flavia. Ja, das glaube ich. Oh mein Gott, nein. Was war mein schlimmstes Date gewesen? Also es war nicht das Schlimmste gewesen, sage ich, aber es war einfach cringe gewesen. Ja, aber so cringe, dass es schon schlimm tönt. Ja, aber eben, zum Glück kann man ja dann gehen. Ja. Nein, einmal bin ich im Fall noch, das war auch das Jahr, einmal bin ich vor meinen Eltern angesprochen worden. Oh ja, erzähl. Stimmt, oh mein Gott, das ist spannend. Wir waren in einem Café gewesen, Mhm. am Brunchen. Mhm. Und dann, der uns serviert hat, war wirklich ein mega herziger gewesen. Mhm. Und nachher, der hat uns einfach so bedient und ich habe mich von dem irgendwie nicht, wie sagt man, beflirtet gefühlt. Nicht, alles Ja. gut. Geflirtet, ich liebe es, ja. Und nachher haben wir gezahlt, also wir sind sicher 1,5 Stunden dort am Zmörgeln gewesen, nachher haben wir gezahlt, sind aufgestanden und als ich so am rauslaufen bin, ich war schon draussen gewesen, vor dem Kaffee, kommt er raus und sagt zu mir, hey, darf ich dein Insta haben? Und meine Eltern sind um mich herum gewesen. Und nachher ich auch mal wieder perplex, ich so, und weißt du was, oh mein Gott, das ist aber schon ein bisschen peinlich. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie nicht geschnallt und habe gedacht, er spricht mich an wegen dem Podcast. Oh mein Gott, so dumm, sorry, wie abgehoben ist das? Ja, ich bin die von Fiasco von Wolf. Ja, genau. Ich so, oder nein, oder? Nein, er einfach so, ja, hey, darf ich dein Insta? Ich so, Ja. nachher habe ich so eine Sekunde überlegt, ich so, denkt, okay, es ist vielleicht, weil er mich anspricht. Ich so, hey, mega lieb, dass du fragst, aber ich habe schon einen Freund und darum nicht. Und dann, ja, hat er so gesagt, schade oder so und ist umgedreht und wieder reingegangen. Hure mutig von deinen Eltern. Von meinen Eltern? Vor meinen Eltern? Ja. Ja, mega. Wow. Und dass er so rausgelaufen, das hat mich mega geschmeichelt. Weißt, er ist wie so rausgelaufen, um mich nochmal, Ja. um seine Chance nicht zu verpassen. Ja. Hurenherzig, weißt, das hat mich mega geschmeichelt. Ja. Aber ja, und es tut mir dann irgendwie dazu, ja, wie leid, aber irgendwie, ja, ist halt einfach so.
Es ist, ja. Ja. Und dann, irgendwie so 3-4 Wochen später sind mein Freund und ich, das ist eben eigentlich ein Kaffee, das ich regelmäßig gehe. Ich habe den aber vorher noch nie dort gesehen. Und mein Freund und ich sind dann 3-4 Wochen später Velo fahren und an dem Kaffee vorbeikommen und ich habe das nicht extra gemacht. Also ich habe nicht meinem Freund gesagt, weißt du was, heute gehe ich mit dir dort einen Kaffee trinken. Also, sieht, wer mein Freund. Das habe ich nicht so gemeint. Aber gleich, es war wie so gewesen, hey ja, das ist halt unser Kaffee auf unserer Velostrecke, wo wir halt einmal einen Halt machen. So. Und dann sind wir dort einen Kaffee trinken und er war auch dort gewesen. Und nachher, also hast du gesehen, dass er checkt noch, wer du bist? Hey, im Fall mit dem Velodress und mit dem Helm. Ich weiss nicht, ob er mich erkannt hat. Vielleicht schon. Er hat aber unsere Bestellung aufgenommen und der Rest von unserem Stay hat uns aber jemand anders bedient. So. Ich weiss nicht, ob das etwas... Wahrscheinlich hängt das überhaupt nicht miteinander zusammen. Aber mehr so, ich habe das nicht gemeint, um so zu zeigen. Und ich hoffe, das ist auch nicht so übergekommen. Ja. Vielleicht hat er sich auch überhaupt nicht gedacht. Wahrscheinlich. Ich kenne übrigens auch einen Ort, wo man viel angesprochen wird, und zwar neue Events. Neu ist übrigens unser Partner für das Adventstürli. Jenny und ich sind nämlich eingeladen worden an so ein Event. Wir sind nicht dort zum Daten. Für das haben wir eine Kollegin mitgenommen, die richtig Bock hatte. Und dann sind wir zu dritt an diesem Event. Genau, wir sind an einen Spaziergang, an ein Spazierdate in dem Sinne, weil neu hat ja ganz viele verschiedene Sachen, die sie anbieten, so wie Leute sich daten können oder wie man sich kennenlernen kann. Und wir sind eingeladen worden zu einem Spaziergang und haben dann dort so ein bisschen schauen, wie das ist an so einem neuen Event, wenn sich ganz viele Singles treffen. Und der Spaziergang hat dann so geendet in einem Kaffee, wo es dann noch so Spiele und so gegeben hat. Und ich finde allgemein, neu hat sich dort mega Mühe gegeben, um so sorgen dafür, dass alle Singles mal ein bisschen mit allen reden können. Sie haben nämlich so Zettel verteilt am Anfang, Icebreaker-Questions, mit denen man Leute hat können, ja, wie sagt man, approachen und ansprechen. Und auch später im Kaffee hat es so Spiele gegeben. Man hat so die Insta-Spiele, die klassischen Spiele, so einander in 30 Sekunden zeichnen oder noch mehr Fragen, um sich so kennenzulernen. Und ich glaube, es haben wirklich alle mit allen mal geredet, was voll effizientes Dating ist, weißt? Ja, und eben von außen ist ja dann auch wie Anführungszeichen eingegriffen worden. Also von den Mitarbeiterinnen von dort so alle, hey, wartet schnell während dem Laufen. Jetzt ist die Zeit, vielleicht zu einer anderen Person angehen und so. Also, weißt, mal den Gesprächspartner. Genau. Und wir zwei haben ja so beobachtet. Die einen sind dann so zusammengeblieben, da hast du gemerkt, okay, das Gespräch läuft in dem Fall gut. Ja. Die tun jetzt gerade nicht wechseln, obwohl sie zum Wechsel aufgefordert werden. Und andere sind vielleicht so gewesen, ja, ist echt gerade gut, um mal den Gesprächspartner wechseln, mal wieder mit jemand anderem ein bisschen reden und kennenlernen. Voll. Aber ich weiss noch einen Moment, ganz am Anfang, wir haben uns, das Date war übrigens in Zürich gewesen. Wir haben uns am HB bei der grossen Uhr getroffen. Und dann bin ich kurz allein mit meiner Kollegin gewesen, und du bist, glaube ich, etwas filmen, und dann kommst du zurück und sagst so, da wird man ja wirklich angesprochen. Ja, wirklich, weil ich habe etwas gefilmt für unseren Vlog, der jetzt übrigens auch schon online ist. Und ich bin zurückgekommen und ich bin, keine Ahnung, es ist wie so, alle Leute wissen ja wie, die Leute, es hat ja mega viele Leute gehabt. Wir sind bei dieser grossen Uhr angelaufen und es hat so wirklich 50, 60 Leute dort gehabt. Ich glaube 30 Frauen, 30 Männer sogar. Ja, genau, stimmt. Und es war so gewesen, krass, treffen sich einfach zufällig so viele Leute um die Uhrzeit an dem Sonntag an dem Ort, oder sind die alle für das neue Event da? Und das war halt wirklich so gewesen. Und dann, wenn du halt wie weisst, das ist eigentlich auch so das Gäbige an neuen Events, dass eben alle wissen, alle, die da sind Single und zu haben, in dem Sinn. Und dann hat man wahrscheinlich mich hat man mich missverstanden. Also ich bin halt, ja. Ja, du hast halt auch ein Zettel Ich hatte auch ein Zettel in der Hand gehabt, ja, genau. Ja. Aber ja, dort ist irgendwie gestanden, finde eine Person, der die Punkt. Und dann hast du halt so mega gut Leute ansprechen, ja. Aber du hast ja gesagt, wir haben eine Single-Freundin mitgenommen. Also mich nimmt das jetzt schon Wunder. Sie hat ja dort voll datet und mit Leuten geredet und Gesprächspartner gewechselt. Ist da irgendetwas daraus entstanden? Ja, also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber jetzt ist auch ein bisschen Zeit vergangen, etwa einen Monat. Also sie hat den einen Dude schon 3-mal getroffen. Ah, krass, 3-mal? Also in einem Monat fast jede Woche ein Date im Fall? Ja, ich glaube jedes Wochenende. Ja. Ja, jedes Wochenende sind Date etwa, ja. Krass. Ja, und irgendwie es ist für mich so spannend, weil ich ich bin dabei gewesen. Ja. Weißt, und du weißt ja auch, wer. Ich weiss auch. Der eine
Wo im Kaffee dann, mit dem sie dann im Kaffee geschwätzt Genau, hat. genau, ja. Krass. Ja, das ist ja eine hure gute Erfolgsquote in dem Fall. Ja, aber... Das war ja ihr erstes neues Event gewesen. Ja. Und zack, einer von diesen Typen, wie viel hat sie geredet? 4, 5? Ja, etwa so. Und Genau. mit einem von denen jetzt schon 3 Dates gehabt. Ja, das würde ich Ja. als einen erfolgreichen Tag Ich für sie würde auch verbuchen. sagen. Aber Jenny, erklär doch nochmal schnell für uns alle, nochmal kurz knapp, was macht neu und wie läuft das so ab? Neu denkt Community und Dating anders, nämlich für alle, die keinen Bock haben, auf die ganze Zeit swipen und online daten. Bei Neu kannst du einfach ein Profil erstellen, siehst, was es für Live-Events gibt, kaufst dir ein Ticket und triffst Menschen, echte Connections, weil es gibt dort einfach kein Ghosting. Ja, und wir haben ja schon viel von Dating-Struggles erzählt und ich bin da, glaube ich, recht erfahren. Und darum, was ich cool an neu finde, ist eben, es ist beruht auf wahren Begegnungen und nicht das endlose Swipen, sondern man trifft sich halt in Real Life vor Ort und merkt gerade, ist es ein Match oder nicht. Zum Beispiel gibt es geile Live-Events mit Afterwork-Drinks, Ausflüge. In Davos kann man wandern gehen, Party-Nights, also ein bisschen für alle etwas dabei. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich eben für jeden irgendetwas ist da dabei. Also ich als Single würde da ganz schnell ein Profil machen. Und jetzt kommt das Beste. Wir verlosen nämlich einmal 2 Tickets für dich und deine Kollegin oder deinen Kollegen für ein neues Event von eurer Wahl. Also alle Singles da draussen, aufgepasst, schaut auf unserem Instagram-Channel vorbei, @fiascofamoso. Folgt uns und slidet uns in die DM mit einem guten Grund, warum du gerne würdest an ein neues Event gehen und wer du gerne würdest mitnehmen. Und damit bist du automatisch im Lostopf. Gewinnerinnen und Gewinner werden bis am Ende von unserem Adventskalender kontaktiert und dürfen sich über 2 Event-Tickets freuen. Und an dieser Stelle danke vielmals an Neu für die Möglichkeit und ganz viel Glück euch da draussen und weiter geht's mit der Folge. Jenny, ich erzähle von einem Date, das ich mal hatte und ich frage dich, das ist ein kleines Flavia fragt Jenny Judge vielleicht. Okay. Shoot. Du stehst am HB bei der grossen Uhr. Ja. Du hast ein Date. Ihr habt dich noch nie in Persona gesehen. Einfach, dass du dich reinfühlen kannst. Gut. Er kommt zu laufen, du weisst, es ist er. Und er hat eine Weinflasche dabei, und zwar in so einem Weinflaschentäschchen. Cute. Aber ihr habt reserviert in einem Rest, ihr könnt zusammen essen, aber er hat die Weinflasche dabei. Was denkst du? Wie findest du das? Ja, ein bisschen speziell. Aber ich würde vielleicht so nach dem Heu sagen, so einen Spruch machen in Bezug auf die Flasche, so von wegen, wir haben heute etwas vor, he? Oder irgendwie, ich weiß nicht. Also ja, vielleicht, also weißt, die Weinflasche, es muss ja nicht heißen, dass man im Restaurant schon Wein trinkt und nachher nochmal eine Flasche killt. Ja, aber... Ist dir das mal passiert oder wieso fragst du so spezifisch? Nein, ich habe es einfach komisch gefunden, weil er nachher den ganzen Abend mit dem Täschchen rumgelaufen ist. Also, ist dir das passiert? Ja, genau, sorry, das ist mir passiert. Er ist mit dem Weintäschchen nachher eigentlich zum Resti gelaufen und ich habe so gedacht, hey, wir haben ja abgemacht, im Resti tust du ja deinen Wein nicht auf. Also du bringst keinen Wein mit? Nein, ja, genau. Also ja, es ist ehrlich gesagt schon ein bisschen speziell. Ja, weißt du, wenn es jetzt gewesen wäre, wir gehen draussen in den Park, ja. Aber das Weintäschchen hat mich, glaube ich, auch gewünscht. Oder du kochst, oder er kocht und du gehst zu ihm heim und bringst eine Flasche Wein. Das ist irgendwie natürlicher. Ja, und ich glaube, seine Idee war schon, dass wir nachher noch zu mir gehen, vielleicht, den Wein trinken. Ich habe dann aber während dem Date gemerkt, hey, es matcht nicht so. Und dann war es schon ein bisschen cringe. Dann bin ich so, hey, ich gehe heim. Und hat er dann die Flasche noch so gebraucht als Grund, wir haben ja noch nicht angesprochen? Also ich habe ihm dann schon gesagt, hey, nein, ich will nicht. Ich weiss nicht, wenn ich es gesagt habe. Aber auf jeden Fall habe ich klargestellt, dass ich nicht will, dass er mit mir heimkommt. Oder zu mir heimkommt. Und nachher hat er mich aber trotzdem noch begleitet vor die Haustüre. Und dann hat er mir den Wein trotzdem noch gegeben. Und ich bin so gewesen, hey, nein, kannst du ihn behalten, weil, also ich habe nicht begründet, aber... Du hast ihn abgelehnt? Ja, komisch, er schenkt mir einfach so ein Wein noch. Ja, scheißegal, nimmst du ihn mit? Also den hätte ich jetzt angenommen. Aus Netiquette, ja, ich habe mich ein bisschen schlecht. Das ist nämlich ein bisschen nicht nett, den dann abzuweisen. Also weißt, dass ein Date mal nichts für dich ist ja easy. Und dass du das nicht kommunizierst, auch easy. Aber so, weiss nicht, ich hätte jetzt glaube den Wein schon angenommen. Ja, aber ich habe gedacht, das ist ein bisschen fies, weil ich weiss, dass dass ich ihn nicht nochmal treffen will und jetzt nehme ich auch noch den Wein. Okay, und er hat schon das Essen gezahlt. Oh. Und die Mami hat mich so zusammengeschissen dort. Sie so, Flavia, du zahlst jetzt wenn du schon weißt, dass es nichts wird, dann zahlst sicher du. Ja. Und ich so, okay. Also
Oder zumindest also dein Teil. Genau, Du mein musst Teil ihn ja dann meine nicht ich. wegen dem Nein, einladen. Nein, mein Teil. Ja, finde ich auch. Ja. Flavia. Ach man, oh man. Hey, zum Schluss können wir ja noch ein bisschen über Date-Ideen reden, weil ich merke immer, dass Kolleginnen mich auch schon gefragt haben, so, aber was machen wir, was könnten wir machen, will nur essen gehen oder das und das. Ich finde im Fall mega viele Sachen können eine Date-Idee sein. Also ich finde, Hau mal manchmal raus. tut man viel zu weit überlegen, was könnte man machen. So zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, du frisch in dein Wegezimmer eingezogen bist, dann finde ich, ist das auch eine Date-Idee, wenn du ihn fragst, hey, kannst du mir helfen, ein paar Möbel aufbauen? Ja, mein Gott, das passiert ja so selten. Ja, von mir aus, aber ich meine mehr so zum Beispiel, Aha. oder wenn jetzt du zum Beispiel an eine Motto-Party gehst und du brauchst noch ein Outfit, kannst du fragen, hey, willst du mit mir mitkommen, ich muss noch 2, 3 Sachen in der Stadt besorgen oder ich kann noch, weißt, was ich meine? Ich finde, wieso, man kann auch Alltagssachen zu der Date-Idee machen. Ist doch schön. Ich finde es eben immer cool, wenn man irgendeine Aktivität zusammen macht. Ja, Ja, aber vielleicht am Anfang. das deine Idee, das mit dem App finde ich eigentlich schon noch lustig, aber jetzt nicht als erstes Date. Aber wir müssen ja nicht nur erste Date-Idee. Ich finde, Ja, wir müssen nicht nur über erste Dates reden, ja. ich finde Billard spielen, Ja. weil, wieso spezifisch Billard spielen? Es ist so, du bist, also erstens ist das Wetter unabhängig, du kannst es immer machen. Und es ist so, auch wenn du jetzt nicht Billard spielen kannst, also es macht trotzdem, man kann reden miteinander, dann kann man wieder ein bisschen spielen, man ist ein bisschen in Bewegung, aber trotzdem, wenn man jetzt länger reden will, tut uns niemand unterbrechen. Weißt du, wenn du gerade ein Thema hast, dann Aha, stehst du ja. ein bisschen am Tisch und redest und Genau, und das Spiel hat auch keinen Stress. genau. Ja. Weil, wenn du jetzt zusammen gehst, squashen, ja, Ja, ist auch cool, aber dann kannst du ja nachher und vorher reden. Du musst ja nicht immer währenddessen nein, reden. logisch. Ich bin ein Fan, also ich habe gerne auch simple Sachen. Also zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, irgendwie, weiß auch nicht, sagen, komm, wir nehmen, schnappen uns eine Decke, gehen schnell in den Coop, kaufen alles, was man so braucht für ein Aperitif-Käseblättli. Weiss nicht, ein Glas Oliven, ein Glas Essiggürkchen und einen feinen Käse. Weiss doch nicht. Und dann Also hocken wir sich Picknick. zusammen an eine coole Aussicht und isst das dann dort auf einem Bänkchen. So, das finde ich irgendwie mega herzig. Einfach so ein bisschen outside the box thinking. Oder irgendwie, was habe ich noch aufgeschrieben? Zum Beispiel mein Freund kocht mega gern. Er hat es nicht so gerne, wenn ich ihm helfe. Vielleicht. Ja, also Wieso nicht? ich habe das Gefühl, er findet, dass ich nicht so eine grosse Hilfe bin. Weil er kennt sich aus, er weiß, wo was versorgt ist, er weiß, wo welche Schublade zack auftun, dann hat er es gerade in der Hand. Und wenn ich dann wie so in der Küche bin und will mithelfen oder will mit ihm zusammen kochen, bin ich so, also wo ist die Salatschleuder? Und dann muss er es mir erklären. Und irgendwie hat er das, glaube ich, nicht so gern, wenn ich mit ihm zusammen koche. Obwohl ich das eigentlich gerne mache. Ich finde das etwas Entspanntes, zusammen etwas kochen. Whatever. Mittlerweile lerne ich mich halt auch einfach bekochen und bedienen. Ist auch nicht schlecht. Und ich finde das auch noch schön, wenn ich so kann einen Aperitif schlürfen und meinem Freund kann zuschauen beim Kochen und er mich dann bekocht, wir nachher zusammen essen und ein bisschen reden. Das finde ich auch immer ein schönes Date. Oder eines der coolsten Dates, die wir bis jetzt hatten, finde ich, war Autokino gewesen. Das, was ich vorher erwähnt habe. So, wir sind dort auch schnell in einem Supermarkt ein paar Snacks kaufen, sind dort angefahren, es war im Sommer. Gewesen. Und dann tust du beim Radio die Frequenz einstellen vom Ton. Also du hast dann wieder Film-Sound im Auto drin. Du hockst wie im Auto und schaust auf die grosse Leinwand. Und das ist irgendwie auch noch in dem Sinne private, weil klar ist neben dir das nächste Auto, aber es ist jetzt nicht so mega eng parkiert wie auf einem Parkplatz, sondern man hat ein bisschen Space zwischen den Autos und Ja, du hast deinen eigenen Raum, du hast auch die Türen zu und Genau. du kannst auch mal reden. Weißt, beim normalen Kino ist ja schon, also das finde ich schon ein bisschen eine blöde Idee. So, ja. Genau, bei Autokino kannst du ein bisschen reden und es hat auch draussen dann so Foodtrucks gehabt. Das ist mega die herzige Idee für den Sommer. Und im Winter muss ich sagen, ich mag es halt auch einfach, ja, ich weiß nicht, ist das langweilig, einfach so zusammen einen Filmabend machen. Ja, Filmabend, würden wir dann wieder... Netflix und chill. Ja, Filmabend finde ich schon noch. Also wenn man so Aber nebeneinander es ist kuschelt und halt einen schon guten noch- Film schaut. Ja, aber eben für das muss man schon, wenn man jemanden zu sich einnimmt, ist ja schon mal eine Einladung, je nachdem. Weil Ja. ich finde... Also Ja, findest das ist auch du das nicht so ein gutes Date, für wenn man noch nicht zusammen ist? Ah doch, ich finde es sehr gut. Eben. Aber vielleicht denke ich gerade zu fest im ersten Date, weil Ja. ich habe jetzt ein das Thema... erstes Date kannst du nicht Netflix und Chill machen. Das wäre ja ein bisschen weird. Also Dann es gibt sicher viele, die das machen. Wo vielleicht dann Als einfach erstes auch... ein Date haben wir einen Film oder eine Serie schauen, da redest du ja gar nicht miteinander. Also dann geht es nicht um das Kennenlernen. Ja, vielleicht. Ich habe noch Thermalbad. Ja, sehe ich, ja. Dort, aber ja, dort kannst du auch so ein bisschen, kannst du auch reden. Weißt du, so,
Du kannst ja in den einzelnen Bädern, beim Sprudelbad kannst du miteinander reden. In der Sauna vielleicht, wenn du allein bist, kannst du auch reden. Ja. Oder so im Bad kannst du so, wenn du nebeneinander bist oder so, kannst du auch ein bisschen kuscheln im Wasser. Das ist auch eine gute Idee. Ein kuscheln im Wasser. Ja. Ich finde, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich kann es auch anders sagen, aber Jenny sagt damit kuscheln im Weißt du, was Wasser. ich meine? Ja, ich weiss Im sehr gut, Thermalbad was tut du man ja nicht meinst. schwimmen. Nein, sicher nicht. Ich meine halt so, ja, ich meine wirklich kuscheln. Kuscheln im Wasser, weißt du, ich denke mir so, man tut sich auch betatschen. Aber Jenny sagt kuscheln. Ich finde es herzig. Nein, du hast mich glaube falsch verstanden, weil Nein, ich weiss man es. kann schon auf Tuchfühlung gehen, auch, ja, natürlich. Nein, also, ja. Ja. Wenn Aber ich habe kuscheln... kuscheln gemeint. Ja. Egal. Aber ja, was ich auch gut finde, Warte, stopp. Ich will zuerst wissen, was ist denn kuscheln für dich? Ab wann ist es kuscheln? Nein, ab wann ist es dann nicht mehr kuscheln? Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon, was du meinst. Also jetzt spezifisch im Thermalbad? Oder wie? Normal, also kannst, wenn du jetzt spezifisch im Thermalbad etwas hast oder auch sonst. Weil kuscheln ist für mich, wenn man einfach sich hebt und sich vielleicht streichelt. Ich weiß nicht, ich habe mir nicht so viel überlegt, wenn ich das gesagt habe. Ich weiss, so aber überleg doch jetzt mal schnell. Keine Ahnung. Was ist die Frage? Ab wann ist es nicht mehr kuscheln? Also ich kann wenn man kurz anfangen. Also betatschen ist halt, wenn man ein bisschen vielleicht in intimere Parts geht, oder wie? Genau, ich glaube, ab dann ist es nicht mehr so kuscheln. Weißt, Ja. würde ich sagen, so, wenn ich dir erzählen so, ja, wir haben gekuschelt, dann... Also zum Beispiel, wenn du im Wasser bist und er hebt dich an der Taille, das meine ich so ein bisschen mit Kuscheln. Ja. Normal mit euch im Wasser zum Beispiel. Ja, aber kaum geht man so an Stellen, die eben ein bisschen intim sind, ist es dann schon nicht mehr kuscheln, dann würde ich es nicht mehr als kuscheln bezeichnen, sagen wir es so. Ja. Ja. Kenne ich auch so. Okay. Aber ich kann noch etwas anderes vorschlagen, und zwar eben zum vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringen oder Spielspaß reinbringen. Würfelspiele. Wir haben ja auch schon in der Ferien zusammen Würfel dabei gehabt und haben dann um Sachen gewürfelt. Ich finde, mit 2, 3 Würfeln einfach mal aus der Haustür gehen, kann auch eine Date-Idee sein. Und dann würfelt man einfach mal. Zum Beispiel kann man würfeln, wir würfeln jetzt auf welche Buslinie das wir gehen oder auf welches Tram das wir gehen. Und dann würfeln wir darum, wer entscheidet darf, was als nächstes passiert. Oder so, weißt du, was ich meine? Voll. Das finde ich irgendwie noch cool, weil dann muss man sich auch nicht überlegen und lässt Würfel jedes Mal entscheiden. Oder eine Kollegin... Ich habe jetzt gerade Lust auf das. Jetzt habe ich das gerade selber vorgestellt, jetzt habe ich gerade Lust auf das. Das können wir auch mal zusammen machen. Ja, oder ich kann das auch mal mit meinem Freund Okay, machen. danke. Mann, ich wollte doch mit dir ein Date. Wir können das auch mal zusammen machen, Okay. Flavia. Ich wollte dich da Bin nicht ich froh. abweisen. Ist okay. Oder ich komme einfach mit euch zwei mit, so als... Als Anhängsel. Ja. Ja. Ja gut, ich glaube, da haben wir ein paar Ideen. Ihr könnt auch gerne ein paar Date-Ideen Comics schreiben. Was war euer bestes Date gewesen, oder schlechteste Date? Droppt es uns. Und ja, an dieser Stelle danke vielmals fürs Reinhören. Schön, habt ihr unser 8. Türchen geöffnet. Genau, morgen kommt das 9. Und bis dann, gute Nacht oder weiss ich was. Und ja. Genau. Bis morgen. Ciao.